Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2017 in der F1-Karriere, wo wir durch jedes F1 durchgehen und eine Fahrerkarriere machen, wo wir es können. Und wir sind ja jetzt in Silverstone und wir haben ja ein grosses Ziel vor uns, dass wir das Team können wechseln bzw. den Step in ein Top-Team könnten machen. Und für das müssen wir hier in Silverstone nochmal richtig gut performen, weil wir sind momentan auf dem Radar von Williams, Haas und Toro Rosso. Wie ihr aber seht, ist auch Red Bull sehr, sehr interessiert an uns und sagen wir das Rating relativ hoch, aber es wird nicht angezeigt. Darum, wir müssen jetzt mal richtig gut performen, richtig gute Punkte holen. Das Podium wäre von Vorteil, dass wir da bei Red Bull Racing könnte einsteigen. Also wir müssten auch wirklich auch beide Fahrer wahrscheinlich schlagen, dass das wird klappen. Und ich habe jetzt extra nochmal alle Motorkomponenten gewechselt, das habe ich im letzten Teil noch gemacht. Das Getriebe kann ich leider noch nicht wechseln, sonst würde ich eine Strafe kassieren und das möchte ich jetzt nicht eingehen, das Risiko. Weil wenn es regnen eventuell in diesem Rennen, dann würde ich nicht da mit dem mit neuen Getriebe zwar, aber im Regen aufholen, das wird extrem schwierig. So, also wir schauen jetzt hier mal schauen, wir haben jetzt beide Getriebe, die ich hier habe, sind auf zwei... Nein, wenn ich auf das gehe, dann ja, dort habe ich auch. Okay, fuck, okay. Okay, gut. Wir gehen mal ins erste Training rein und dann schauen wir mal, wo es dann regnen und wo es nicht regnet. Ich hoffe, das Rennen bleibt einigermaßen trocken. Das wäre ein Vorteil. Und sonst, schauen wir mal, was passiert. Ich würde sagen, wir legen los. Wir sehen uns wieder im Qualifying. Let's go. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir müssen gerade losfahren, weil es kommt später regnen und eventuell haben wir den Pech. Es hat jetzt gerade angefangen zu regnen, es ist jetzt noch mega schön und danach schifft es. Wir müssen jetzt eine gute Zeit raushauen, wir haben eigentlich einen Versuch. Fuck, es war eine schlechte Zeit. Ich hatte mega viele Fehler. Wir gehen nochmal in die Box rein und fahren gerade nochmal raus. Es sollte länger von der Zeit, ich hoffe es. Also, es hat geheißen, es kommt regnen. Wenn genau, weiß ich es gar nicht mehr. In den nächsten 10 Minuten gar nicht. Okay, ja easy, ja dann haben wir ja doch noch Zeit. Wieso habe ich so gestresst? Ich meine, es kommt her schiffen, aber okay. Yes! Das ist Pole. Let's go! Woo! Fuck! Let's go! Let's fucking go! Alter, 100 schneller nur. Also 15.000 einfach gar nicht. Einfach gar nichts. Let's go! Hoffentlich tut das Red Bull nochmal richtig beeindrucken. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Force India startet also von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Vettel, Kimi Räikkönen und Verstappen. Ricciardo, Grosjean, Hülkenberg und Danny Quert. Massa, Palmer, Fernando Alonso und Sainz Jr. Stroll, Magnussen, Esteban Ocon und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, also wir starten wieder von der Pole und starten mit den Super Softs und gehen in Runde 4 dann auf die weiche Reifen, also auf Softs. Es ist immer noch so verwirrend, aber egal. Und dann nachher fahren wir Cent mit denen. Sprit nehmen wir, sage jetzt mal 14,5 mit, da können wir recht lang Fettmisch fahren. Ich hoffe, das Getriebe haltet, weil unser Getriebe hat recht einen weg. Also das Einzige, was uns könnte kaputt gehen, ist das Getriebe. Den Rest haben wir eigentlich ausgewechselt wieder. Und es bleibt die ganze Zeit schön, es wird sogar noch schöner. Und also hoffen wir einfach auf einen guten Start und dass wir die Jungs von Mercedes hinter uns können lassen. Let's go!
Scheiße, schlechter Start gehabt. Aber wir haben den Stationplatz gerade wieder zurückholen. Haben wir den Baller jetzt schnell ein bisschen weggemischt. Ich hoffe, der Motor hebt einfach das Getriebe. Guter Start, wir stehen ganz gut da. Weil da war es damals so gewesen, dass wenn du einen Getriebeschaden hast, ist das Auto einfach komplett kaputt gegangen. Und nicht so wie in F1 21 und 22, dass du irgendwie ein paar Gänge nicht mehr hast. 68%, ja, das hätte ich aber eigentlich schon noch mögen. Ja, die dunklen Flecken, keine Ahnung wieso das die sind, das ist irgendwie ein Grafikbug. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das Game das immer gehabt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wieso das drin ist. Also wichtig ist einfach, von beiden Red Bull ins Ziel kommen. Dein Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Okay, wir müssen die Pits. Raikön ist gerade eine neue Schnellstrecke. Es ist so anstrengend gerade, weil die sind so extrem schnell hinter mir. Alter! Gerade schlechte Grip aus der Kurve raus, da habe ich ihn gerade ein bisschen rausgedrückt, nicht, aber er hat einfach extrem zurückgesteckt. Okay, das war einmal hart auf der Grenze gewesen. Hat so mal richtig gepasst. Jetzt haben wir einfach den Ferrari blockiert mit dem nicht. Der Räckchen ist aber auch gerade mitgekommen da. Los. Sollte schon lange wieder draußen sein. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Fuck! Alter, es darf nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein, Mann. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Okay, wir sind wieder vor dem Hamilton. Ich komme einfach nicht mehr ins DRS-Fenster rein. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke. Wir fähren jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Oh, Bottas. Ericsson ist gerade auf P1 vorgefahren. Ericsson P1, let's go. Sauber for the win. Du, der Ericsson haltet alle auf. Sehr gut, er haltet beide Ferraris auf. Was ist denn das? Er haltet beide Ferraris auf. Haha! Oh mein Gott, der Vettel. Vettel hat ja mega verloren, der ist jetzt in die Box. Holy shit. Das ist bitter. Das ist der Wehrlein. Also Wehrlein, Wehrlein. Vorne ist der Ericsson. Come on, Ericsson, deck ihn. Fuck.
Alter, der Vettel hat ja aber richtig kassiert. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Okay, darf nicht mehr so viel schalten. Das kann ich nicht gern. Ein paar Informationen zu Verstappen. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Okay, Verstappen Problem. Das höre ich wiederum sehr gern. Wow, Hamilton. Nein, nicht in der Cops Corner, Hamilton. Ah! Alter, bist du wahnsinnig! Alter! Wahnsinnige. Okay, schlechte Neuigkeiten zum Getriebe. Das Team versucht alles, was ihnen einfällt, aber sie sind nicht sehr zuversichtlich. Bleib einfach dran. Gib dein Bestes. Mehr können wir nicht verlangen. Was ist mit dem Getriebe? Hey, mein Getriebe ist ja noch gut, 70%, ist ja noch nicht schlimm, oder? Hey, hört auf jetzt einfach bitte nicht, hä? 71, fuck, okay. Ach, bitte. Wir haben es gerade geschafft, nur noch eine halbe Runde. Was man aber einfach merkt, ist, dass unsere Performance wirklich nicht gleich ist wie die von einem Top-Team. Also Mercedes und Ferrari ist eine andere Liga nochmal. Okay, Bottas sollte keine Gefahr mehr sein. Kimi hat gewonnen, unglaublich. P3. Ist okay, ist gut. Gute Arbeit. Du hast dich heute gut geschlagen. Ich glaube, Oh, der Chef ist damit sehr und zufrieden. damit sollten wir eigentlich auch zu Red Bull können wechseln. Fuck, ey. Das ist jetzt anstrengend gewesen. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Das Sehen ist wir jetzt uns wirklich nun die anstrengend Fahrerrangliste an. Kimi Räikkönen übernimmt nach diesem Oh, bitte, bitte, Red Bull, gebt mir das Angebot. Bitte, Red Bull. Ich will einfach in das Top-Team und ich weiss, mit Red Bull wird es klappen. Mit Red Bull wären wir konkurrenzfähig gewesen. Und da könnte man wirklich immer um Podiums fighten und auch wirklich dann ab 2018, wenn wir dort bei Red Bull würden bleiben, also natürlich müssen wir auch dann fighten. So, jetzt, let's go, Dings. Ich tue Cam nicht weg. Ich nehme sie weg, dass es dramatischer aussieht vielleicht. Let's go, jetzt geht's. Ach, jetzt hat das noch alles. Oh, Red Bull, Red Bull! Red Bull wird uns! Let's go! Vertragsverhängnis. Hey, kurze Frage. Wie geht's dir so? Bist du zufrieden? Ich meine, natürlich hoffe ich das, aber es gibt auch andere Optionen, falls du interessiert bist. Ich mach mal die Tür zu. Vor ein paar Wochen hat mich ein anderes Team kontaktiert und naja, die Dinge haben sich seitdem weiterentwickelt. Hier sind die Angebote, die ich einholen konnte. Du musst nichts tun, was du nicht willst. Aber sag mir, was du davon hältst. Let's go! Haha! Deine unglaubliche Leistung auf und abseits der Strecke hat das Interesse anderen Teams geweckt. Sieh dir mal die Angebote an. Also, es ist so, wir könnten jetzt, bevor India bleiben, würde dann der Erstfahrer bleiben oder wir gehen zu Red Bull, würde dann der Zweitfahrer werden.
Das gleiche wäre auch bei Williams und auch bei Renault. Wir gehen zu Red Bull Racing. Und jetzt müssen wir auswählen. Okay, der Fall ist das erste. Können wir nicht wieder anlassen. Jetzt habe ich es kommt gerade etwas. Ist das der Fall das nächste Mal. Gut, also, wir können jetzt wieder das Event auswählen. Und da nehmen wir ganz klar Verfolgung USA, weil da fahren wir mit einem Ferrari von 2004. Und zwar ist das legendäre Auto von Michael Schumacher. Und wir fahren so etwas vor mit dem Auto. Und ich glaube, das Event wird jetzt gerade kommen. Ah nein, es kommt erst das nächste Mal. Okay, da kommt jetzt vielleicht noch mal etwas. Ich mal geschaut, da wieder. Cam weg. Los, let's go. Wir gehen nach Ungarn. Habe ich noch eine Trophäe bekommen. Ich weiß gar nicht, ob eine Videosequenz noch kommt oder so. Oder wenn wir jetzt einfach wieder am Tisch hocken. Hi. Hast du dich schon eingelebt? Ich habe das neue Team und die Anlage kennengelernt. Da steckt eine Menge Potenzial drin. Naja, wir sehen uns dann in der Werkstatt. Wow, okay, das ist jetzt recht unspektakulär gewesen. So, wir sind bei Red Bull Racing und unser Teammate ist der Daniel Ricciardo, so wie es aussieht. Schauen wir mal schnell da kurz. Wo ist da? Da, Fahrerrangliste. Ja, wir haben den Max Verstappen ersetzt. Wetter, aber ja, der Ricciardo hat besser performt, muss man einfach ganz klar sagen. Und wir sind jetzt im Top-Team, wir sind sogar auf P3 in der Fahrerwertung, das habe ich gar nicht gewusst. Wir sind ja, nicht viele Punkte hinter dem Lewis, knappe 10 Punkte, 11 Punkte sind wir hinter nachher. Und Räikkönen ist momentan, das habe ich gar noch nicht gesehen, Räikkönen ist momentan die WM am Anführen, what the fuck, okay. Crazy, der Räikkönen könnte zweifacher Weltmeister werden, wieder mit Ferrari. Okay, spannend. So, also wir schauen mal schnell kurz so in die Ressourcenpunkte rein, wo steht Red Bull. Die haben motortechnisch recht viele Updates gemacht. Stabilitätsfähigkeit haben sie auch recht viele Updates reingeballert, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Aerotechnisch sind sie natürlich sehr stark, chassistechnisch werden sie auch sehr stark sein, motortechnisch, da sind sie so, ja, da ist halt natürlich Renault abhängig, da sind wir mit Force India natürlich mit Mercedes-Motoren schon viel besser gewesen. Aber das gleicht sich natürlich dann wieder mit der Aero ein bisschen aus und darum sind wir gleich besser als Force India. Gut, freue mich sehr, dass wir jetzt zu Red Bull gewechselt haben, endlich einmal als Top-Team. Und da bin ich gespannt, wie das wird mit Red Bull und ob man auch die Erwartungen, die das Team an uns hat, erfüllen können. Jetzt ist gerade Ungarn ist ein bisschen ein schlechtes Rennen, also beziehungsweise eine Strecke, die mir jetzt nicht so gut liegt. Aber dann kommt noch Monza, Spa, da kann man dann wieder sicher etwas rausholen. Und ich freue mich sicher mal schon auf die nächste Episode. Und falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann wieder in der nächsten Episode, wenn es weitergeht mit Red Bull auf dem Hungaroring. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag, macht's gut und ciao!